Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Ich gehe jetzt hier gerade mal ein bisschen weiter weg. Ja, einer hat mich gefunden. Ich probiere mal, ob ich die auch so weghauche kann. Okay, das zählt tatsächlich. Der Zauber wirkt auch bei Suchender. Perfekt. 1, 2, 3. Okay. Selbes Spiel im Prinzip. 3 Hiebe mit dem Zweihänder oder 3 Mal mit Böses Vertreiben Erwischer. Der müsste mich eigentlich auch gleich sehen. Der Suchende im Mittelgang hier. Okay, zack, zack. Nochmal Hochheiler. Und dann gucke ich, dass ich den Hansel in der Mitte möglicherweise treffe, oder? Schwarzmagier sind auch dabei. Okay, den habe ich. Wir heilen uns nochmal hoch. Die kommen ja eh nicht bis zu uns vor. Dann machen wir das nochmal. Und dann geht's weiter. Schwarzmagier sind hier, wie gesagt, auch dabei. Interessant. So, da drüber. Ist da noch einer? Wow, 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 wow. 1, 2, 3. Mo immer vorsichtig und langsam mit der Geile, ihr junge Männer. Okay. Noch einer, der mich gefunden hat. Da haben wir noch so einer. Ja, also Schwarzmagier ist jetzt durchaus mal ein bisschen was anderes, aber die Suchenden sind ja an sich nichts anderes als Schwarzmagier, von daher, ne? So, wieder einer totgeschlagen. Die Räume gucken wir uns in aller Ruhe an, wenn ich hier die ganze Suchende erledigt habe, würde ich sagen. Da ist noch einer. Okay. 1, 2, 3. Gut, das war's mit dem. Dann noch einmal. Und so nochmal Hochheiler. Je nachdem, wie schnell der hinterherkomme ist, macht man entweder über Distanzblatt oder im Nahkampf. Ich finde es auch geil, wie die Wände hier bekritzelt sind. Das hat was sehr Okkultes. Gefällt mir persönlich sehr cool von der Gestaltung. Gut, da ist dann nur noch ein Schwarzmagier übrig, so wie es aussieht. Den Trank können wir uns auch nochmal pfeffern. Da ist so nichts. Genau, denn da drin habe ich auch geplündert. Suchender. Und die Räume könnte man noch abklappern. Je nachdem, wie es dort drin aussieht. Das scheint ja wohl Folterkammer zu sein. Ah ja. Der hat mich wahrscheinlich auch schon gefunden. Der hat nämlich schon eine Feuerball bereit. Na, der hält aber ein bisschen was aus. Dann holen wir uns noch sein Kruscht. Und ja, da wird ordentlich gefoltert hier. Das sieht nicht so gut aus. Aber wir gucken uns in die Räume, wie gesagt, erst um, wenn wir hier alles gemacht haben. Erinnert ihr euch noch, wie ich aus dem Minetal das erste Mal rausgekommen bin und die Suchende unser Gegner frisch waren? Wie ewig ich gebraucht habe für den Ende Suchende? Mittlerweile nicht mehr denkbar. Die kriege ich mittlerweile wirklich ziemlich fix hier. Oh cool, du hast nochmal attributsteigernde Tränke, zumindest einen Stärketrank habe ich gesehen. Ach ja, der haben auf jeden Fall was Spaßiges noch vor uns. Mit dem würde ich wahrscheinlich immer sprechen. Ich glaube, mit dem müssen wir auch sprechen, mit dem Typ. Dann gucken wir uns auch tatsächlich um, bevor wir mit dem Schwarzmagier sprechen. Der steht doch nämlich so lauernd rum. Alter Falter. Aber die Gestaltung von den Räumen ist schon ziemlich geil. Aber dass hier Folterkammern zum Tempel gehörig sind, du hättest es mit der Streckbank bis zum Limit getrieben, beweist eigentlich schon, was das für gar illustre Religion ist. Ja, die scheinen hier viel Spaß zu haben bei Belia. Okay, hier sind nochmal Heiltränke verschiedene. Mit Glück ist da nochmal ein Lebensenergie steigernder Attributstrank dabei. Und ja, auch wieder mindestens. Dort drüber haben wir dasselbe nochmal in Mana. Zock, zock, dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Da haben wir noch hier ein fröhlicher Stärketrank, dürfte das sein. Genau. Okay, für Geschick sage ich, für Mana und für Lebensenergie leider nicht.
Ja, jetzt sind wir schon bei 138. Das sieht doch gut aus. Alchemietisch müssen wir, glaube ich, nichts weitermachen. Aber ich glaube, mir einen Kronstöckel uns sowieso gekauft. Ich war mal nur bei diesem Drachetrank nicht sicher. Deswegen können wir eigentlich auch nochmal hier... Dumm, spezielle Tränke der Stärke, Trank hergestellt. Genau, den können wir nämlich auf jeden Fall dann herstellen. Mal gucken, wie viel. Ja, zu wenig Rohstoffe. Okay, Enna ging noch. Dafür habe ich mir mein Kronstöckel noch aufgespart. Ich war mir nämlich sicher, ob da nämlich Kronstöckel gebraucht wird dafür. Haben wir hier, ach so, ach mal. Ja, natürlich. Und die Schrift steht auch hier an der Wände. Also das finde ich schon ein ziemlich geiles Design, muss ich sagen. Das gefällt mir sehr gut. Das hat schon sowas Okkultes, sowas Mystisches, sowas Dunkles an sich. Nach der ganze Tempel hier, wie der wirkt, ist schon ziemlich geil. Der Schwarzmagier da vorne übrigens, der trägt keine Kutte wie die Suchende. Das scheint wohl denn ihren... Da ist nichts zu holen. Na, könnte sowas wie der Vorsteher von der Suchende sein. Und der zeigt uns eigentlich als gutes Beispiel, wie so ein Suchender ohne Kapuze aussieht. Okay, da haben wir noch 2 Spruchrolle, die ich nicht erkennen kann. Das wird wahrscheinlich auch wieder diese Betretruchachazep-Schrift sein. Ja, genau. So wie die Hinkle kratzen, so schreiben die. Das ist noch... Ah ja, das ist nochmal diese Todeswelle. Drachensnapper. Feuerbälle sind es hier, glaube ich. Jo. Okay. Natürlich alle Lalachema. Und hier haben wir auch nichts mehr. Rune könnten wir hier theoretisch noch herstellen, aber wir haben doch nichts. Wir sind ja kein Magier. Wenn ich es nur privat wieder spiele, wäre ich es wahrscheinlich auch nochmal als Magier durchspiele. Aber fürs Let's Play war mir das eigentlich wichtig, dass ich hier zeige, dass man als Paladin sowohl die Mischung aus ein bisschen Magie und Kampf hat, aber eigentlich sind Magier immer so ein bisschen mehr meins, muss ich sagen. Okay, dafür müssen wir uns wahrscheinlich hier dem illustre, eloquente Gentleman hier stellen. Das machen wir doch auch glatt. Schönes Mosaik übrigens, so auf dem Boden. Und, genau, da können wir nochmal speichern. Und, oh, da hat die Robe von Xardas. Du schleimiger Wurm wagst es also tatsächlich, bis vor die Tore des Meisters zu treten. Interessant ist übrigens auch, dass der nicht besessen macht wie die Suchende. Ich stehe vor dem letzten Tor. Dieser Schwarzmagier scheint der Schlüssel dazu zu sein. Okay. Bist du hier der Drahtzieher? Ich bin der Wächter der Hallen von Irdorat, Ui. die mächtigste Quelle Beliars Macht auf Erden. Durch meine Hände fließt die göttliche Kraft des Meisters. Nur ein Wort von mir und du wirst auf ewig dem Wahnsinn verfallen. Ach du liebe Zeit. Verstehe. Noch so ein Unterhändler, den ich aus dem Weg räumen muss. So, dann verzählen wir doch mal. Wer ist dein Meister? Er ist ein Wanderer zwischen den Welten. Seine göttliche Weisheit erleuchtet uns. Er ist der Erwählte Beliars, das Reich von den elenden Innos-Anhängern zu befreien. Er bringt allen den Tod, die an seiner Herrlichkeit zweifeln. Kommt mir bekannt vor. Das ist ein ziemlich dummi Fruch, aber ja, man kann es sich so denken eigentlich, aber komm. Was verbirgt sich dort hinter dem großen Tor? Die Gemächer meines Herrn bleiben unerreichbar für dich. Ich werde dir keine Gelegenheit geben, das Tor zu öffnen. Naja, wir sind alle. Ich habe schon deine ganze Kollege niedergemacht, aber dann sind wir ein bisschen sarkastisch. Wie viel von eurer Sorte muss ich denn noch töten? Der unsrigen sind viele. Du hast ja keine Ahnung, wie zahlreich wir schon auf diese Zeit der Befreiung warten. Ach Gott. Ein Strom von Klageschreien wird sich über das Land ergießen, wenn wir in die Welt hinausziehen. Ja, was ein Dummschwätzer. Um die Welt von den Barbaren, die sich selbst die Hüter des Feuers nennen, zu befreien. Unsere Zusammenkunft hier im Tempel wird nicht von großer Dauer sein. Ja. Ja. Und außerdem habe ich alles Gefolge abgeschnetzelt. Oh, okay, er macht mich doch Besesser. Jetzt spricht er mit dieser Suchende, stimmt, glaube ich. Schluss Ja. mit dem Gefasel. Ich werde dich vernichten. Dein Augenlicht wird schwinden und dein Geist wird in der Dunkelheit vergehen. Och Gott. Wenn's nur das ist. Oh, der hat mal die Hälfte von meiner...
So ein Mistkerl. Was ist denn das, was der mir hier entgegengejagt? Da hat man die Hälfte von meiner... Oh, der hat ein bisschen mehr gemacht. Zum Ende hat er mal die Hälfte von meiner Lebensenergie runtergezogen und zum anderen hat er mal mein ganzes Mana geklaut, der Mistkerl. Schriftrolle des Schwarzmagiers, Thronschlüssel des Schwarzmagiers. Ach, so ein wiechter Kerl war, oder? So. Dann holen wir uns erstmal wieder das zurück, was uns zusteht. Dann hier wieder. Ja, so Schwarzmagier sind anscheinend echt nicht so unterschätze, aber sobald ich doch nur genug drauf bin, weiß der Teufel, was der mir doch an Zauber entgegengejagt hat. Vielleicht Todeshauch oder sowas. Entweder hat er mir mit seinem Todeshauch hier ordentlich zugesetzt oder hat von Anfang an, von Kampfbeginn hier schon die Lebensenergie runtergesetzt. Auge der Macht. Gold. Und da haben wir noch ein paar Tränke. Aller Hopp. Auge der Macht. Igitt. Dann hat er mal noch irgend so lustige Zauberformel oder was hinterlost. Ja, schön sieht's aus hier. Gucken wir uns das Zeug doch mal an. Irgend so versiegelt die Botschaft war das. Uno Momento. Lieferung war es nicht. Gift der Blutfliegen bestimmt auch nicht. Eine Nachricht, Schriftrolle des Schwarzmagiers. Kadosh Emem Kadar. Das Auge der Macht erleuchtet einen Weg, dass es grad so krachen möge. Von der Schriftrolle des Schwarzmagiers waren die Worte Kadosh Emem Kadar zu lesen. Das hört sich an wie eine Beschwörungsformel, aber worauf lässt sich das anwenden? Und was ist das Auge der Macht? Ja, das werden wir sehen. Aber erstmal wird der Yankee 3 gemacht und dann hier, dass es gerade so kracht wie in dem anderen Gedöns. Öffne dich. Genau, wie bei dem anderen Bedia-Tempel. Oder Adanos-Tempel. Wie beim Adanos-Tempel im Addon-Gebiet und dazu hat hier noch einer so saudumm gelacht. Wobei ich mich echt froh, was gibt's denn da so saudumm zu lachen? So, da haben wir zerbrochen die Statue von irgendeinem so Hansel, der so Xardas Robe getragen hat. Mich deucht, diese Runen standen nicht in roter Farbe dort ursprünglich, sondern dass das wahrscheinlich Blut ist. So. Ach, ziemlich umständlich, so hier rumzukommen. Aber dann müsste dann hier der illustre Meister auf uns warten. Großartige Rüste müssen wir uns doch auch nicht gegen den Hansel, ne? Wenn wir halt sterben, dann sterben wir. Das kennen wir hier schon häufig, ja. Ja, da ist er, ne? Der Meister der Drachen. Da steht er und schnauft gar prächtig. Wie heißt er dann? Untoter Drache heißt er einfach nur. Der Haupt, er hat nicht mal einen Namen, der Typ. Ach, na gut. Dann machen wir hier nochmal die Yankee 3. Und wir gucken uns erst nochmal um. Ich grase solche Arena eigentlich immer ganz gern ab, bevor ich mich mit solchen Typis in der Mitte anlege. Hey. Irgendwann langsam mal, Kerl. So. Mittlere Orkachsen, der hat nichts dabei. Und hier verschwimmt, ach, die Grafik so lustig. Ja, wie gesagt, ich will halt einfach nicht irgendwelche blöde Überraschungen erleben. Deswegen grase ich solche Arenen normalerweise immer ab, dass der keine kleinere Minions mehr um sich hat und ich mich auf ihn alle konzentrieren kann. Ich glaube zwar, die kommen sowieso noch, wie er Bock drauf hat, in gewisse Abstände, aber so what. Es könnte natürlich auch sein, dass ich das dann so erledigt habe. So. Sicher ist sicher, und wenn es sich irgendwie erledigen lässt, warum dann nicht? So. Dumm. Hallo? Herr Orkenmann. Mit einem Schrumpfkopf. Komm mal her. So. Schä, kannst kreischen. So. Und dann gehen wir nochmal in die Mitte. Nachdem jetzt die erste Welle hier erledigt worden ist von mir, gehen wir doch mal hier zum Meister der Drachen, zum Untoter. Servus. Nun hast du es also geschafft, mich zu finden. Ach ja. Allzu lange warte ich nun schon auf deine Ankunft. Da haben wir jetzt noch einen Tagebucheintrag gekriegt, das will ich auch noch. Der Feind ist ein untoter Drache. Ich muss ihn töten, damit ich diese verfluchte Insel wieder verlassen kann. Wer hat's gedacht? Komm schon. Tu doch nicht so, als hättest du das geplant. Was weißt du denn schon von meinen Absichten? Habe ich dir nicht die Suchenden geschickt, um dich auf meine Fährte zu locken? Habe ich nicht die Zeichen meiner Existenz so sichtbar hinterlassen, dass du mich gar nicht verfehlen konntest?
Waren die bekehrten Paladine nicht genug Grund für dich, nach der treibenden Macht im Verborgenen zu suchen? So sehr du dich auch abwenden und winden magst, du wirst das alles nicht leugnen können. Es gibt nur eine Sache, die nicht vorherbestimmt war. Du hast einen meiner Diener vernichtet. Er war dazu auserwählt, die Klaue zu tragen. Wie ich sehe, trägst du sie jetzt. Für diesen Frevel wirst du sterben. Okay, also auch Raven war ihm unterstellt, wie es aussieht. Dann palavern wir mal wieder mit der anderen Drache. Wer bist du? Haha, das fragst du noch. Kehre in dich, du Narr. Du weißt, wer ich bin. Ich trage keinen Namen, so wie du keinen Namen trägst. Ich erhalte die göttliche Kraft von meinem Schöpfer, so wie du die Kraft deines Gottes in dir trägst. Mein Schicksal ist die Zerstörung der Welt. So wie dein Schicksal von der Rechtschaffenheit und den Tugenden eines Paladins bestimmt wird. Spürst du nicht das Band, das uns verbindet? Ja, du weißt, wer ich bin. Nein, das kann nicht sein. Xardas hat immer gesagt... Xardas ist schwach und keine Bedrohung für mich. Nur du allein bist würdig, mir entgegenzutreten. So steht es geschrieben. Die Zeit ist gekommen, dein Schicksal zu akzeptieren. Dreimal dürfte das Rote. Und zwar der Schläfer ist hier in dem untote Drache drin. Der Schläfer ist ja der eigentliche Erzdämon und Auserwählte von Belia. Und da der verbannt worden ist, hat er seine Seele wahrscheinlich einfach in irgendeinen Knochenhaufen von einem Drache reingeleitet. Und jetzt ist dieser Skelettdrache hier, diese Überreste von einem Drache, sind beseelt von der üble, ziemlich rachsüchtige Seele vom Schläfer. Warum bist du hier? Die mir verliehene Göttlichkeit wird mich beflügeln, die Welt im Strom der Gewalt zu ertränken. Erst wenn die letzte Festung der Rechtschaffenen gefallen ist, werde ich ruhen. Und damit ist dieser untote Drache eigentlich dieselbe Wesenheit, aber in Form vom zweiten Avatar jetzt sozusagen. Der erste Avatar ist und bleibt immer der Schläfer, aber das hier ist jetzt seine zweite Inkarnation, könnte man sagen. In wessen Auftrag führst du deine Schergen in den Krieg gegen die Menschen? Mein Gebieter ist der Herr der Nacht. Du kennst ihn. Du kannst seinen Ruf hören. In seinem Namen werden meine Heerscharen sich aus der Erde erheben und die Welt in Dunkelheit hüllen. Gut, na dann. Genug der Worte. Ich werde dich dorthin zurückjagen, wo du ungetüm entkrochen bist. Du bist noch nicht bereit, mich zu besiegen. Nur noch ein kurzer Moment und ich habe mein Ziel erreicht. Deine Gebeine werden mir dienen, um der Welt den Atem des Todes zu bringen. Ja, schauen wir mal. Schauen wir doch einfach mal. Autsch. Oh, der macht ein bisschen mehr Schade. Ist was? Hier sollten wir ein bisschen weggehen, nicht, dass der nochmal zufälligerweise irgendeinen Misto macht. Dann sollten wir vielleicht noch ein paar gescheite Zauber ausrüsten. Feuerregen ist zum Beispiel nie verkehrt. Untote vernichten, okay. Das kann man theoretisch auch rausschmeißen. Todeshauch. Wir wirken es einfach mal drauf. Gucken wir, was passiert. So. Hauchen wir dich mal mit Tod an. Wobei du eigentlich eher der Meister dafür bist. Ja, das hat wohl nicht so viel gebraucht, wie erwartet. Da er aber dort ziemlich blöd rumsteht, machen wir mal dreimal Untote vernichten drauf. Okay, das wirkt nicht bei ihm. Dann wirken wir dann mal das hier und schauen wir mal, wie er aus sowas vorbei. Halt mal eine Gaula. Wir haben hier noch einen Dämon, genau. Aber erstmal mag ich nochmal Feuerregen wirken. Einfach nur, dass er ein bisschen Schade frisst. Und das auch nicht so knapp. So. Ja, jetzt fängt er an, Feuerbälle zu werfen, ja. Okay, jetzt hat er gemerkt, dass er auf den Sack kriegt. Und jetzt schmeißt er Feuerbälle auf mich. Okay, gut. Oh, hoppla. Ah, da kommen ein paar Orks noch.
Na gut, das soll jetzt das Problem sein. So. Komm schon. Gut. Dann rufen wir unseren Dämon noch den wir hin. Soll der Dämon sich noch um ihn kümmern. So. Dämon, es gibt was zum Spieler. Ja, dreh dich um, kämpf geht beim Dämon. Du Mistkerl. So, kämpf mit meinem Dämon. So, dich kriegen wir noch. Du Sausack. Wir haben auch genug Dämonen, die mal rufen können. Nur weg von seiner Feuerlanze. Und sobald man hen, dürfte dann auch die nächste Filmsequenz kommen und die letzte Filmsequenz. So. Autsch. Oh, 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 oh. Das tut weh. Das tut weh. So, deswegen wieder schnell Verstecke. Wieder Hochheiler. Und noch einen Schluck auf die Bulle. Und dann geht's wieder mit dem neuen Dämon los. So, das war auf Nummer 9 gelegt, genau. Und auf zur Runde 2. Der Drache richtet sich wieder gegen den Dämon. So. Okay. Und immer weiter, immer feste drauf. Schade, dass ich denn mit Untote vernichte irgendwie nichts arggericht habe. So, eigentlich müsste jetzt ziemlich ordentlich Schade fressen. Jawohl. Mir Hennen. Und Rotenmul wäre ein richtig genialer Plan ausgeheckt hat. Xardas hat uns hier eine Draghanke. Und der alte Mistkerl, der alte Hundesohn, 10.000 Erfahrungspunkte haben wir gekriegt. Und der alte, wieschte Hundesohn hat es tatsächlich gepackt, sich jetzt Beliar als Auserwählter aufzuzwingen. Normalerweise erwählen die Götter ja eigentlich ihr Leut selber. Aber Xardas, der alte Windhund, hat's gepackt, jetzt die Essenz von diesem untote Drache in sich aufzunehmen und sich dort mit, weil er halt die Seele von dem Auserwählten trägt, was eigentlich die Seele des Schläfers ist, hat er sich jetzt eigentlich Beliar als Auserwählter aufgezwängt. So, da liegt noch sein kärgliche Überrest. Er hat sogar noch Drachenblut, wo auch immer der das her hat. Drachenschuppen und eine schwarze Perle. Oder was mag das sein? Seelenstein des untoten Drachens. Ja, geil. Da ist nichts zu holen. Natürlich nehmen wir den doch. Nichts zu holen. Wo auch immer da noch Schuppe und Blut in dem Gerippe dran ist. Aber so what, mir händen's auf jeden Fall. Und ein Seelenstein von einem untoten Drache. Ich mein, wo kriegt man sowas heutzutage noch, ne? Aber mir haben noch 5 Minuten übrig. Ich denke, wenn die Episode dann jetzt 35 bis 40 Minuten ist, dann dauert es halt 35 bis 40 Minuten, weil wir sind eigentlich jetzt am Ende. Und wir müssen nur noch zurück zum Schiff, die letzte Filmsequenz, und dann war es das eigentlich. Für mich ist dann damit auch die Gothic-Reihe vorbei. Eigentlich geht es dann weiter, dass die dann Richtung Festland segeln und da fängt dann Gothic 3 an. Aber ihr liebe Leid, für mich ist noch Gothic 2 die Geschichte eigentlich vorbei, weil Gothic 3 fand ich echte Schweinerei und das habe ich hier schon mehrfach gesagt, dass ich das nicht unterstützen werde, weil du die Community einspringen musste, damit das Spiel überhaupt zum Laufen gebracht wird. Und das sehe ich halt persönlich nicht ein. So, da ist der erste von unseren Leuten. Es ist vorbei. Wir können uns wieder verdrücken. Jetzt schau dir das an. In meinem ganzen Leben habe ich noch nicht eine solche Anlage gesehen. Wie hast du es nur geschafft, an diesem Ding vorbeizukommen? Ich hatte Glück, schätze ich. Wenn du das sagst. Was wirst du nun tun?
Gute Frage. Ich denke, ich werde erst einmal nach Korinis zurückkehren. Es gibt dort keine Diebesgilde mehr. Dadurch eröffnen sich interessante Möglichkeiten. Oh, vielleicht übernehme ich ja auch einfach nur Bromors Geschäft. Damit ist immer Geld zu machen. Ehrliches Geld. Ja, Geh nun genau. zum Kapitän und lass uns hier verschwinden. Promors Geschäft war der Puff, so nebenbei, falls ihr das nämlich wissen solltet. Aber, die Diebesgilde gibt's nämlich, ja, das lag an mir. Und ehrliches Geld durch ein Bordell, ja bitte, wenn er Zuhälter wäre will, bitteschön. Ich könnte mir ja vorstellen, hier mit seinem Zuhälterbart, den er so trägt. Okay, also Diego will nach wie vor in schmierige Geschäfte einsteigen. Das war der erste von unseren Leuten, den wir hier wieder gefunden haben. Ansonsten, wie viel Uhr haben wir es denn eigentlich? Ah, um Mitternacht scheinen wir das Vieh so gelegt zu haben in etwa. Da wir 8 Besessen sind, sollten wir jetzt, nachdem alles vorbei ist, nochmal so einen Erlösertrank nehmen. Jetzt ist ja alles vorbei, ne? Da ist der nächste. Lustig auch, dass Diego der Erste war, den wir wieder sehen, der auch der Erste war, den wir in Gothic überhaupt so als NSC gesehen haben, der mit uns interagiert. Milton, alter Kumpel. Hier. So, jetzt ist Schluss. Der Tempel ist entmachtet. Wie schaffst du das eigentlich immer? Das weiß ich auch nicht. Werden wir jemals zur Ruhe kommen? Verdient hätten wir es jedenfalls. Na komm, mein Freund. Ich glaube, du brauchst jetzt erstmal eine Mütze Schlaf. Ja. Geh am besten gleich zum Kapitän und lass uns ablegen. Theoretisch müsste der ja eigentlich jetzt so, nachdem er das ganze Ding hier gelegt hat, müsste er ja eigentlich in Korinis mit aller Ehre empfangen wäre. Ich glaube, ich hätte mich auch auf Korinis niedergelost und wäre nur auf Befehl von meinem Order zurückgegangen zum Festland. Aber, jo, das sehen wir ja dann. Ich habe mich damals so gefreut, ja geil, in Gothic 3 sehen wir endlich ans Festland. Und dann so eine Enttäuschung. Das war schon übel. Für mich. Wir sind hier bald wieder weg. Meine Kopfschmerzen sind wie weggeblasen. Wie hast du das angestellt? Indem ich den Meister Ich habe gekillt den habe. Feind vernichtet. Es muss etwas sehr Mächtiges gewesen sein. Ja. Was war es denn nun genau? Ein untoter Drache. Hoffentlich passiert so etwas nie wieder. So viel Sumpfkraut gibt es gar nicht, wie ich jetzt gerne rauchen würde. Du könntest jetzt Animus hier. Die 2 Leute, Anga und Lester, die waren ja beide beim Schläfer, bei der Bruderschaft dabei. Und eben so erklärt sich das auch wieder mit den Kopfschmerzen. Nicht nur dadurch, dass der untote Drache halt ein Belia-Avatar und Auserwählte ist, sondern auch dadurch, dass du die Seele vom Schläfer drin steckt. Deswegen war unser Held ja auch so, nein, das kann nicht sein. Und dadurch, dass der Schläfer jetzt erneut gebannt ist, sind natürlich auch Anga und Lester kopfschmerzfrei. So, Kumpel. Du hast es überstanden. Können wir jetzt endlich hier wieder weg? Jupp. Ja, der Feind ist vernichtet. Dann lass uns keine Zeit mehr verlieren. Geh zum Kapitän und sag ihm, dass er ablegen soll. Was wirst du jetzt tun? Vielleicht werde ich mich aufs Land zurückziehen und Farmer werden. Ich bin des Kämpfens müde. Alles klar, Ackermanns Anga. Das kriegen wir schon hier. So. Aber kann ich nur vollziehen, wenn man zuerst durch Strafgefangener war und dann wieder zurückkehrt. Und dann ist wieder nur so ein Scheiß, den man da machen muss. Ach Gott, der Milton rennt ja im Vergleich zu Lester. Tja, dann hat man irgendwann auch den ganzen Scheiß da satt. Und hat genug von Abenteuer und will einfach nur ruhiges Leben haben, wo man sich sein eigener Unterhalt... Für Innos. Genau, sein eigener Unterhalt im Schweiße seines Angesichts selber verdient als Bauer. Das kann ich nur vollziehen. Einfach nur für sich leben. So, wer deckt uns hier der Rücker? Das ist der gute Lee. Hey. Okay. So, Kollege. Wir können jetzt wieder aufbrechen. Der Feind ist tot. Sehr gut. Dann sagt dem Kapitän, dass er ablegen soll. Mögen sich unsere Wege auch nach diesem Abenteuer irgendwann einmal wieder kreuzen. Immer doch. So, dann... Die Paladine auf Korinis können ja mit ihrem eigenen... Oder können ja dann mit einem anderen Schiff hochkommen, ne? Das Schiff, was wir gekapert haben, war ja eigentlich dafür da, dass die Erzlieferungen hier wieder zurückgebracht werden, damit der Krieg noch irgendwie mit guter Waffe gewonnen werden kann. Aber, naja, da sehe ich jetzt auch eher schwarz. Sonst ist hier nichts mehr. Die anderen dürften da wohl auf dem Schiff sein. Gorn ist, glaube ich, der letzte, den wir da noch treffen. Ach ja, ach ja.
der Tempel ist jetzt definitiv entmachtet, aber da Marstell leider nicht anzünden kann, können wir nicht einfach so anzünden, aber wir können der Paladine Bescheid geben, wo das Ding zu finden ist, dann können die das nochmal ausräuchern und können das ganze Ding zerschlagen. Das ist mir danach relativ egal, wobei ich die Architektur eigentlich schon ganz gerne erhalten würde, weil cool und imposant sah jo aus der Tempel. So, Gorni, mein lieber Freund. Du bist beim Schiff geblieben? Klar. Stell dir vor, es wäre jetzt nicht mehr da. Hier gibt es nichts mehr zu holen für uns. Sag dem Kapitän, er soll das Schiff klar machen. Gut. Sudela. Dann könnte ich noch Bennett und Vatras theoretisch Bescheid geben. Niemand darf gegen die göttliche Ordnung verstoßen. Genau, das darf niemand. Okay, mit dem gibt's nichts mehr. Wer sitzt denn da noch? Huch, Diego ist ja jetzt auch wieder da. Das ging ja fix. Eigentlich müsste ich jetzt... Moment, Vatras wird wahrscheinlich nicht mehr da sein, ne? Nee. Aber schwere Ork-Axt liegt hier noch rum. Aller hopp. Ich hoffe doch mal ganz, die Crew hat es eigentlich gepackt. Das wäre sonst etwas schade um die Crew. So. Dann Anga ist auch wieder da. Alle Leute sind wieder da. Sehr gut. Dann schwätzen wir dann noch mit der Anara, die noch am Leben sein sollten und hier eigentlich da rumliegen sollten. Ja, Vatras. Die gebe ich auch noch Bescheid. Hey. Hier. Ich habe es geschafft. Ich weiß, ich spüre es. Du hast Belia einen Schlag versetzt, der ihn noch einige Zeit beschäftigen wird. Ja. Doch bedenke, dass dies nur eine Episode des ewigen Kampfes zwischen Gut und Böse war. Immer das doch. Böse findet immer einen Weg, auf diese Welt zu kommen. Der Krieg wird niemals enden. Ja. Als Kämpfer für das Gute solltest du das eigentlich wissen. Nur Adanos allein steht zwischen den streitenden Göttern, um das Gleichgewicht zu erhalten. Er hätte mir mal lieber helfen sollen. Das hat er. Dessen kannst du dir sicher sein. Sag nun dem Kapitän, dass er so schnell wie möglich ablegen soll. Die momentane Ruhe kann trüben. Ja. Aber danke für deine sehr tolle, aufheiternde Worte. Definitiv. So, Bennett sollten wir noch Bescheid geben und dann haben wir auch alle Bescheid geben. Wir haben hier alles erledigt. Freut mich zu hören. Ich kann diese olle Schmiede nicht mehr sehen. Ich brauche wieder festen Boden unter den Füßen. Gut, dann können wir jetzt hier unseren letzten Spielstand anlegen. Machen wir doch gerade Yankee 4. Und dann müsste es jetzt gewesen sein. Dann machen wir noch die letzte Sequenz. Und dann ist gut. Der Feind ist tot. Das sind gute Nachrichten. Haben wir jetzt alles erledigt hier auf der Insel? Jo. Und er sieht wieder so ranzig aus wie ganz am Anfang. Und der Mensch erschlug das Tier und es ging ein in Belias Reich. Xardas. Was genau ist im Tempel von Irdorat passiert? Du hast mit Innos Hilfe den Avatar des Bösen besiegt. Und ich habe seine Macht in mir aufgenommen. Seit ich den Kreis des Feuers verlassen habe, hatte ich nur dieses eine Ziel. Was mir im Tempel des Schläfers verwehrt blieb, ist nun endlich geschehen. Belia hat mich erwählt. Wir legen ab! Dann gehorchst du jetzt dem Gott der Finsternis? Nein, ich gehorche genauso wenig Belia, wie du Innos gehorchst. Nicht einmal die Götter wissen, was das Schicksal für uns bereithält. Und ich beginne gerade erst zu begreifen, welche Möglichkeiten sich mir eröffnen. Aber eins steht fest: Wir werden uns wiedersehen. Ja. Das war's dann, ihr liebe Leute. Das war Let's Play Gothic 2 aufpelzig. Ich überlege gerade, ob ich das nochmal laufen lassen soll. Oder ob ich das nochmal so machen soll. Weil zum Schluss kommt eigentlich noch was. Ich gehe jetzt mal drauf. Zum Schluss kommt nämlich noch so ein kleines abschließendes Wörtchen. Nochmal? Ja, genau. Worauf habe ich gewartet? Wir sind überladen.
Wir müssen was von dem Gold über Bord werfen. Finger weg von dem Gold. Hör zu, es wäre wirklich besser, wenn wir... Ich will nichts mehr davon hören. Ich habe gehört, der Krieg mit den Orks steht schlecht. Und? Wir werden das ganze Gold vermutlich nirgendwo ausgeben können. Das Gold bleibt an Bord. Was nützt uns das Gold, wenn wir beim kleinsten Sturm kentern? Ich sehe aber keinen Sturm. Noch nicht. Entspann dich. Alles wird gut. Ja, und dann geht's eigentlich weiter Richtung Festland, wo dann Gothic 3 anfängt, was ich doch sehr enttäuschend fand. Aber, wie ich schon gesagt habe, das war's jetzt bei mir mit Let's Play Gothic auf Pelzig und Gothic 2 auf Pelzig. So, damit habe ich die Gothic-Reihe meiner Meinung nach abgeschlossen und haltende Nachfolger im Auge. Final Fantasy IX wird noch ein bisschen weitergehen als Gothic. Und nachdem Final Fantasy IX beendet ist, kommt direkt im Tag danach im Anschluss Let's Play Journey of Pelzig. Und danach kommt dann ein Tag später der Nachfolger zu Gothic 2. Sorry, es kommt Let's Play Illusion of Time of Pelzig. Ein Tag noch Final Fantasy, noch die letzte Episode. Und dann kommt danach ein Tag später der Nachfolger von Gothic 2 und das wird Let's Play Journey of Pelzig sei. Ja, Gothic nach wie vor, wie ich finde, absolute Klassiker, was die Spielewelt angeht. Du baut sehr viel drauf auf, wie ich finde. Und es gehört immer noch zu meinen Lieblingsspielen, trotz der viele Fehler, Bugs und weiß der Teufel, was du noch alles ist, gehört die Reihe einfach nur rein storytechnisch zu meiner absoluten Lieblinge. Diese Sache mit der Minetal-Barriere hat mich ewig beschäftigt. Ich fand die Idee und finde die Idee immer noch unglaublich cool. Und auch Gothic 2 mit seiner ganzen Welt, was da alles möglich war, war für seine Zeit absolut genial und gehört deswegen immer noch zu meiner absoluten Lieblingsspiele. Gebt noch Bescheid, wie ihr das Ganze finden, wie ihr der Schluss von Gothic 2 finden oder generell, ob ihr finden, dass Gothic 3 da eigentlich storytechnisch nochmal Ergänzung war, besser war. Naja, ihr könnt doch gern schreiben nochmal, was ihr wollt und wie euch das Let's Play bei mir gefallen hat, wenn ihr wollt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. Wir sehen uns dann zum nächsten Let's Play wieder. Machen's gut bis dahin. Euer Yankee.